Natürlich kommt jetzt der Akku an blinken. Sehr gut. Hallo und willkommen zu dem neuen Video von mir. Schön hast du wieder eingeschaltet. Es ist sehr ungewohnt, wieder mal so ein Video zu drüllen. Aber ich freue mich jetzt und ich hoffe, dass es nicht zu fest hält. Weil ich habe das Gefühl, es hält da rein. Wieso? Vielleicht hast du meinen schönen Hintergrund gesehen, meine schöne Bilderwand. Das ist nämlich, ja, Phoebe kommt auch noch ins Bild rein. Ihr steht nämlich gerade bei mir im Büro und da wird es noch ein Makeover die nächste Zeit mal auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann dürft ihr mich gerne abonnieren. Aber legen wir los mit dem, legen wir los mit den Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe mir schön feinsäuberlich alle aufgeschrieben, damit ich einen Anhaltspunkt habe und weiss, welche Frage ich wann stellen soll oder soll beantworten, damit es ein System hat. Hallo? Ich würde auch noch etwas sagen. Kommen wir zu der ersten Frage. Wie gehst du mit der jetzigen Situation um? Und da drin geht ein bisschen, hast du Angst vor dem Coronavirus? Wenn wir das Thema gerade zum Anfang von dem Video abhaken, dann haben wir es hinter uns. Wie gehst du mit der jetzigen Situation um? Ich mache das Beste daraus. Ich gehe spazieren, allein oder mit meinem Mann. Ich bin viel daheim. Ich schaue, dass ich mir einen Menüplan schreiben kann, dass ich höchstens einmal bis zweimal pro Woche posten kann. Und ja, man macht, was man kann. Etwa gehe ich noch zu meinen Eltern, damit ich dort noch eine frische Luft schnuppern kann. Nein, Bro! So ein Lausbub. Dort schauen wir aber immer auf den nötigen Abstand und auch, also ich tue dort nur Sachen für aussen helfen. Zum Beispiel letzte Woche, vorgestern, bin ich helfen, Rohr putzen. Ja, für die neue Milchabsuganlage im Stall rein. Das ist mega cool, wo man nicht mehr schwere Kessel umtragen. Dann geht die Milch direkt in die Milchkammer und ja, es ist ein Arbeitsweg gespart. Und ob ich Angst vor dem Coronavirus habe, dazu muss ich eigentlich das mit Nein beantworten. Also ich habe den nötigen Respekt vor dem Coronavirus, darum halte ich mich auch an die Massnahmen. Aber Angst habe ich jetzt nicht, weil ja, es gibt jemanden im Himmel oben, der mich in der Hand hat und mir schaut. Und wenn ich es bekomme, dann bekomme ich es und sonst nicht, ja. Genau. Guter Freund von mir und Jugendpastor bei uns in der Kirche hat mich gerade ein paar Fragen gefragt. Und zwar zum einen, bist du gläubig und wer ist für dich Jesus? Ich finde das immer so eine blöde Frage, bist du gläubig? Weil grundsätzlich habe ich eine Beziehung mit dem himmlischen Vater und mit Jesus. Und Jesus ist auch somit mein bester Freund. Und um mehr über ihn und so erfahren, lese ich in die Bibel. Und wenn das von außen so ausgeht, als ob man gläubig ist, dann bin ich gläubig, ja. Was hat sich in eurer Beziehung alles geändert, seit ihr zusammen wohnt? Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil wir sind gerade etwa vor einem Jahr, ja, jetzt gerade seit einem Jahr wohnen wir zusammen. Und vorher sind wir schon 7 Jahre zusammen gewesen. Wir haben nicht zusammen gewohnt, aber sind schon zusammen gewesen. Und wir haben schon mega viel übereinander gewusst. Und von dem her war nicht so viel Neues gewesen. Ich glaube, wir haben gelernt, nein, ich weiß auch nicht, ich finde es mega schwierig. Wenn man zusammen wohnt, kommt man irgendwann in den Trott rein. Und wir haben wie gelernt, dass man so einen Abend in der Woche oder so sich Mundzeit nehmen. Es klingt mega blöd, aber es ist so, man muss sich einen Eheabend frei behalten, dass man etwas macht zusammen und dann eben nicht nur vor der Glotze hockt. Ich glaube, das hat sich geändert, dass wir bewusster miteinander reden. Wobei vorher haben wir... Es ist schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich finde das eine schwierige Frage. Ich frage das nachher noch den Uli. Uli, was hat sich für dich geändert in unserer Beziehung? Wenn du jetzt Katze oder Ja, und sonst hat sich nichts geändert in unserer Beziehung. Nee. Wow. Hat sich etwas verändert? Nein, eben, ich weiss es eben auch nicht. Es hat sich einfach geändert, dass wir jetzt im gleichen Haushalt wohnen. Ja, und das ist nicht mehr so viel im Haushalt. Ja. Hast du einen Lieblingsbibelvers? Die Frage ist auch von meinem Jugendpastor. Dazu muss ich sagen, mein absoluter Lieblingsbibelvers ist nicht ganz so ausschlagkräftig, aber es ist Apostelgeschichte 17,34, weil dort mein Name vorkommt.
Und das ist die einzige Bibelstelle, wo mein Name vorkommt. Und bei darum ist das mein Lieblingsbibelvers. Aber im Moment finde ich gerade meine Jahreslosung mega toll und mega passend. Und ich habe sie jetzt auch schon in 2 Predigten während dem Coronavirus, also haben sie den Bibelvers aufgegriffen. Ich lese noch schnell vor. Und zwar steht er im Psalm 121, Vers 1 und 2. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nächste Frage. Bist du bereit für den Schritt in die Selbstständigkeit? Das ist noch schwierig, weil ich bin jetzt seit 3 Wochen in meiner Selbstständigkeit rein, aber ich kann meine Selbstständigkeit jetzt wie noch nicht starten, weil der Coronavirus wütet. Ja, genau. Also ich möchte mich gerne als Visagistin selbstständig machen und Filmemacherin, aber es ist im Moment nicht ganz einfach. Darum, ja, bereit. Ich bin jetzt einfach mal drin. Welche Kamera benutzt du? Also jetzt, um das Video zu filmen, benutze ich Canon G5X. Zum meine Fotos machen auf Instagram benutze ich ganz oft mein Nattel, iPhone 7, 8, ich weiß nicht. Und etwa die benutze ich auch noch meine grosse Kamera, Canon 5D Mark III. Wer ist für dich ein Vorbild im Glauben? Grüße gehen raus an meinen jungen Pastor. Das finde ich eine spannende Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir jetzt auch noch überlegt, während ich es aufgeschrieben habe. Und zwar zum einen auf Instagram ist das Diana Heilholder. Die inspiriert mich einfach mit ihrer Art und ihrer Fröhlichkeit. Und Boss with the Bible auf Instagram inspiriert mich auch und finde ich eigentlich ein Stück weit auch als Vorbild im Glauben. Und auf jeden Fall auch der Pastor in unserer Kirche, David Gronau, der ist auch ein richtig cooles Vorbild. Eigentlich alle 3 Pastoren. Also ich finde die wirklich, die machen das so gut. David Gronau, Jürg Buchegger und Simon Schweier. Sehr gut, Damaris, nehmen kannst. Wo willst du unbedingt mal hin, wo du noch nicht bist? Ich will mega gerne. Ich war zwar schon mal im Tessin, in Tenero, in einem Sportlager, aber ich habe nicht unbedingt viel vom Tessin gesehen. Darum würde ich auch gerne mal ins Tessin noch. Jetzt zu jetziger Lage gerade nicht, aber irgendwann im Herbst oder so. Also im Sommer ist immer noch der grosse Plan, auf Norwegen als Nordkap zu gehen. Mal schauen, ob das zustande kommt. Ja, Norwegen, Schweden, Finnland reizt mich sehr. Und sonst Island finde ich auch sehr spannend. Was bedeutet Ostern für dich? Danke Simon für die spannenden Fragen. Für mich ist Ostern eindeutig ein Freudenfest, weil am Ostersonntag, also am 3. Tag, ist Jesus auferstanden und hat somit meine Sünden auf sich genommen und hat den Tod überwunden. Also, es ist unbeschreiblich, was an Ostern passiert ist. Ein Stück weit auch sprachlos, weil es ist einfach krass. Leset die Geschichte mal in der Bibel an, es ist echt krass. Und dann noch die letzte Frage, die auch im Titel steht, die euch alle sicher brennend interessiert. Ab wann möchtest du Kind haben und willst du mal Kind haben und wenn ja, wie viel? Also, ab wann möchte ich Kind haben? Seit 5 Jahren. Wenn ja, wie viel? So viel wie es gibt. Nein, so 3 bis 5 wären so mein Lebensgoal. Das wäre es gewesen mit diesen coolen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Danke vielmals nochmal dafür. Wenn ihr auch mal so coole Fragen stellen wollt, dürft ihr das gerne unter dem Video machen. Oder mir auf Instagram folgen. Dann tue ich wieder mal so eine Fragerunde rein. Und dann tue ich vielleicht auch mal Fragen auf Instagram beantworten. Mal schauen. Dann wäre es für das Video. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!